Themen, die man nicht mehr in seinem Leben haben will, mal fragen, wie denke ich eigentlich darüber? Bin ich mir selber die ganze Zeit am Gedanken machen über etwas, was ich nicht will und mich dann eben zum Beispiel am Rechtfertigen bei meinem Chef und dann das aber auch draussen erlebt, dass er dann wieder zu mir kommt und wieder sagt, hey, du solltest die Arbeit schneller machen. Aber mal schauen, bin ich vielleicht der, wo mir selber im Kopf die ganze Zeit sagt, ich muss meine Arbeit schneller erledigen? Wo dann einfach von außen her dann wieder gespiegelt wird, wo dann halt über den Chef jetzt kommt oder über den Vorgesetzten, der sagt, hey, du könntest deine Arbeit schneller machen. Weil, und wenn man jetzt anfängt, eigentlich die Ursache jetzt in dem, also vielleicht hat man es schon mal erlebt, aber wo die Ursache herkommt, spielt eigentlich keine Rolle. Also wir müssen eigentlich nicht 200 Jahre zurückschauen, sondern einfach einmal die letzten Gedanken. Was denke ich, wenn ich mit einem Menschen bin? Oder was denke ich, wenn ich an eine Situation denke? Wie denke ich daran? Wie denke ich, wenn ich daran denke, dass ich heute Abend live gehe? Oder jetzt wie da, oder? Ich bin vorher auch nervös, aber ich versuche mir dann auch zu sagen, es läuft gut, dass ich dann nicht in dieser Nervosität bleibe und dass ich das nicht produziere in dem Sinn, oder? Die Ursache bewusst wählen und eben ich merke mittlerweile, wenn ich den Leuten zuhöre, wie sie reden, anhand von dem, wie sie reden, weiß ich eigentlich schon, was sie werden erleben. Und es bestätigt sich ja dann auch. Es ist ja nicht nur so, dass ich mir das dann denke, so, das wird er erleben, sondern ich erlebe es ja dann auch, dass er es so erlebt, wie ich es mir jetzt selber schon habe können voraussagen, weil er es ja sich selber prophezeit. Und je mehr man das vor allem auch bei den anderen merkt, bei den anderen bewusst wird, dass man mal schaut, weil eben bei sich selber ist es immer schwierig, in seinen eigenen Themen zu sehen, was man sich so selber einredet und erlebt, aber mal zuhören, was andere sagen. Was reden die? Was reden die den ganzen Tag? Und erleben sie das auch. Und du kannst sie auch, wenn sie mal etwas sagen, und oftmals sagt ja jemand, ja, so, so und so, und dann kommt er und sagt, jetzt habe ich das schon wieder erlebt. Oder? Und das ist noch spannend, meistens ist es dann genau das, wo er sagt, hat er ja schon wieder erlebt, wo er sich selber schon die ganze Zeit erzählt. Vielleicht dir erzählt, schon zum 10. Mal. Oder ja, mal bei den Familienmitgliedern hören, was die so erzählen. Und das ist eigentlich mega spannend. Und der Neville Goddard, er hat auch, das ist mir eigentlich das erste Mal so wirklich aufgefallen, weil er hat gesagt, ähm, dass er sich eigentlich immer fragt, von was für Selbstgesprächen kommt der Mensch nicht weg. Und er hat dann die Leute auch so gefragt, so im Sinne von, wenn jemand sagt, ja, er muss immer die scheiß Arbeit machen. Eben mal nachfragen, ja, wie redest denn du mit dir selber, oder? Bist denn du dir selber das die ganze Zeit am Sagen, dass ich die scheiß Arbeit machen muss? Und zum Teil ist es wirklich nicht erst in 3 Jahren, sondern das, was man heute sagt, kann man morgen erleben. Und